So, Freunde, heute hoffentlich eine Episode, wo wir ein bisschen was erreichen können. Wir haben ständig neue Personen ankommen, Priester und hast nicht gesehen. Egal. Ja, auf jeden Fall will ich hier ein bisschen was vorantreiben, ganz klar. Ziehe mich auch immer vor allem dank den Silos, das heißt, ich kann hier wieder mal ein bisschen runterschrauben, so viel brauchen wir dann doch nicht. Ach ja, das sind ja die Sanga-Farmen, ich glaube, die kann ich irgendwie auch runterschalten, weil wir brauchen noch nicht so viele Rinder. Ja, komm. Kann ich auch mal eine pausieren. Damit mit Ziegenfarm, also vermutlich. Ja, wobei, eine einzige Ziegenfarm mit 300%, das kann knapp werden. Egal. Kann wieder welche aktivieren. So, der Rest sieht soweit aber gut aus. Dann, die Insel hier unten muss ein bisschen warten, bis er wieder neue Teile übernehmen kann. Genau, das wird aber schon. Dann sind wir noch hier bei ihm, beziehungsweise bei mir, beziehungsweise, ist ja egal. Die Eiskrone. Das ist auch mein Schiff. Was machen eigentlich beide hier? Hallo? Rocky zurück auf seine Position. Schlagkreuze auf dem Weg. Schlagkreuz auf dem Weg. Bleibt heute hartes, ja genau. Du hast noch eine Quest dabei. Das ist für gleich. Dann haben wir das hier. Die Vorräte dahin. Ja komm, machen wir direkt mal. Erstmal hier hin zum Abholen. Und dann kommt das schon gut. Wie sieht es denn hier soweit so gut aus? Wir haben ja 4 Farmen hier. Also 4 Indigo-Farmen. Ich würde sagen, das passt. Passt und hat Luft, wie man so schön sagt. Warum kein honigsüßer Streif? Noch keine Gewänder, noch nicht. Vielleicht schicke ich noch ein paar Gewänder vorbei, das kann durchaus passieren. Wenn ich hier echt mal zu viel haben sollte, aber momentan, lieber noch abwarten. Ich habe das Gefühl, dass die Gewänder vielleicht ein bisschen sinkend sind. Oder gerade so ausreichen. Naja, mal gucken. Dann. Ein Brief von meinem Sohn. Schon. Das hat ja keine 2 Wochen gedauert. Sumbasa. damit beauftragt, unser großes Epos zu verfassen. Ein Fremder? Nun, jedes Schiff ist hilfreich in stürmischer See. Danke. Sie hegen die besten Absichten, da bin ich sicher. Aber ich habe dieses überaus komplexe Thema bereits viele Jahre lang am Arvelt College studiert. Es ist alles andere als eine einfache Aufgabe. Das College war erstklassig, schließlich ist es Arvelt. Aber die Bewohner von Vespuccia haben sich stets an meinem Teint gestoßen, wenn sie verstehen, was ich meine. Also bin ich fort. Ein herber Verlust für sie. Jede gute Forschungsarbeit nimmt ihren Anfang in einer Bibliothek. Am besten einer prunkvollen. Die Priester werden ihnen Zugang gewähren. Hoffe ich zumindest. Danke, glaube ich. Der Zutritt zur Bibliothek ist nur Dienern des Herrn gestattet. Hier werden heilige Schriften aufbewahrt, die vor unerwünschten Einflüssen beschützt werden müssen. Da Sie an der Chronik arbeiten, dürfen Sie eintreten, wenn Sie dieses Rätsel lösen können. Auf ruhigen Seen lieg ich und werde nie versinken. Doch tauche ich ein ins warme Nass, kann man mich sinnlich trinken. Was tauche ich ein ins warme Nass, kann mich sinnlich trinken. Ins warme Nass. Ja, das sich halt auflöst. Und die Frage ist halt, braucht es dafür wirklich die Hitze oder reicht das für Wasser alleine? Ich muss mal ganz kurz nachlesen. Ja, kann man mich trinken? Das muss irgendwas mit dem Getränk zu tun haben. Ja, vielen Dank, Spiel. Mann. Also, in dem Sinne, auf ruhigen Seen liege ich und werde nie versinken. Auf ruhigen Seen. Das mit dem Seen, ist es wirklich das See oder die See gemeint? Die See wohl eher. Also ist wirklich die See gemeint?
die See ist ja nicht das Meer, sprich, es ist kein Salzwasser, sondern Süßwasser. Weil nur Meer ist ja Salzwasser. Deswegen steht da auch, durch ins warme Nass getaucht kann man mich trinken. Aber ein warme Nass getaucht, das wäre, würde wirklich eher von einer Art Tee sprechen. Auf ruhigen Seen liegt es etwas, was sie irgendwie nicht im Meer, sondern auf Seen irgendwie anbauen oder so, oder pflücken. Und zu sehen hat sie gar nicht. Mal abgesehen davon. Die Hibiskusblüte ist ein Symbol für das, wonach wir hier auf Kidusi Anitoni streben. Wissen nährt uns, auf das wir vor den Augen des Herrn aufblühen können. Man muss lernen, mit dem inneren Auge zu sehen, dem Auge der Seele. Sagen Sie mir, welches der Gebäude auf unserer Insel ist das größte? Die Frage ist es der Tempel, beziehungsweise die Bibliothek oder vermutlich der Tempel, oder? Unser Tempel ist lediglich ein Überbleibsel der mächtigen Hallen von Elamais. Hohe Wände und kunstvolle Decken, jedoch mit kurzen Wurzeln. Aha. Größte im Sinne von wichtig, also nicht von Größe in Zentimetern und Metern, sondern von der Bedeutung her. Ja, unsere Bibliothek ist riesig. Was? Doch sie ist nur der krönende Gipfel. Schauen Sie auf die Wurzeln, die sich darunter verbergen. Leuchtturm. Hä? Schon viele haben unsere Stärke auf die Probe gestellt. Wir stehen immer noch aufrecht. Vor langer Zeit war unsere Bibliothek ein Leuchtfeuer des Wissens in einer Welt voller Dunkelheit. Doch die heimtückischen Könige Kashtas haben sie niedergebrannt. Nun ist sie tief unter unserer Insel vergraben. Doch ihr Andenken lebt in all den Wissenden weiter. So. Sie erwerben mit meinen Anteilen auch meine Ideen. Entscheidung treffen? Ihr Verständnis beginnt zu erblühen. Bald ist die Zeit gekommen, dass Ihnen der Zutritt gewährt wird. Hibiskus. Das ist aufregend. Eine Berühmtheit Mann! ist gerade an. Sie haben die erste Prüfung bestanden, Fremder, und unter Zeichen den Hibiskus entdeckt. Zunächst geruchlos, doch eingetaucht überaus köstlich. Was bedeutet das für Sie? Hibiskus-Tee ist der Weg zur Erlösung. Man muss nach Wissen streben, um zu erblühen. Ziemlich gut. Und wir uns diese Metapher bewusst machen. Meine Frau sagt, Sie lügen. Okay. Dann seht das Bestand und die verborgenen Wurzeln von Kidusa entdeckt die Ruine einer Bibliothek. Jetzt sagen Sie mir, was folgen Sie daraus? Viele lehrreiche Werke sind verloren gegangen. Ja, klingt gut. Der Glaube ist Jahrtausenden seit Jahrtausenden unangefochten. Großingabe werden. Ja. Ihr Herr will, dass wir in seinem Volk aufgehen, in seinem vereinten Glauben. Das wäre ein Verrat an allem, was uns heilig ist. Solange er nicht bereit ist, sein Reich auf einen wahren, ererbten Glauben Ebeses zu gründen und Irenia auffordert, ihre spirituellen Pflichten wieder wahrzunehmen, kann zwischen uns keine Harmonie herrschen. So. Die Priester von Kidusi erkennen Sie an. Danke. Sie haben sich als würdig erwiesen. Lüften Sie den Schleier und treten Sie ein in unsere berühmte Bibliothek. Danke. Also, Ah, Sie wissen sich zu helfen. Also gut, fangen wir an. Alle großen Nationen entspringen einem goldenen Zeitalter, einer Epoche des Glanzes und der Legenden.
Die Bücher sind dort drüben. Ja, die lesen wir ein anderes Mal, ganz ehrlich. Hier Das gibt es wird Bände dauern. zu jedem Aspekt der Theologie, Geschichte, Wissenschaft oder Manövriere. Poesie. Wenn Sie etwas lesen, blättern Sie die Seiten bitte an den Ecken um. Aha, Schiff Ecken, unter Ecken. Beschuss. alles voller Ecken. Schlachtkreuzer bereit. Was bringst du da? Ich bringe Frieden und Harmonie. Ich würde dich ja herzlicher begrüßen. Aber selbst der geduldige Jad ist von unserer Insel geflogen. Wahadesha ist alt. Doch etwas von der Schönheit lebt immer noch. Folge Abel. Er wird sie dir zeigen. Und was mit Kaim? Abel, der Aufseher. Also hier. Propeller. Okay, aber dann das gemacht. Dann ganz kurz runter, holen ein paar Waren und bringen sie hoch. Für diese Quest hier oben. Folgenreiches Bankett und so. Haben wir das noch? Muss ich auch noch machen. Wir müssen so viel machen, Freunde. So viel zu tun. Schiff Und so unter wenig Beschuss. Einwohner. Moment. Schillert die Moment. Brust des Papageis rot? Wird das Wetter. Zum Was? Glück sind sie gute Schwimmer. Ja, schön für dich und deine Lassen Leute. den Rauch sich für einen Augenblick verziehen. Auch ich habe Frau und Kind. Dann denk mal ein bisschen häufiger an sie. Dann verständig mich Das ist die angreifen. Flagge Hallo? meines Vaters. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Großer Stadtteil. Danke. So. Kloster, es kommt langsam mal. 1000 von denen brauche ich. Jetzt haben wir das Krankenhaus mal. Muss auch irgendwo bauen. Ganz ehrlich, eigentlich irgendwo in der Mitte, wa? Warum nicht direkt hier? Ich meine, die Häuser können ja irgendwo anders hin pflanzen, das ist nicht so das Problem. Oder hier noch besser. Ja, komm, mach's hier. Das heißt, den werden wir jetzt mal ganz kurz umsiedeln. Denn wir brauchen ein Krankenhaus. Krankenhaus. Kann zumindest nicht schaden. Ein Rathaus. Was braucht ein Rathaus? Aha, so. Okay, ist aber ein ziemlich großes Teil. Krass. Eine Irenia beklagt sich nicht. Sie schweigt lieber. Brillen. Ja, vielleicht kann man die dann auch aus der alten Welt mal holen, wenn da wirklich genug haben sollte und so. Dann können wir durchaus mal angucken. So, warte mal. Brillen, ja, ist klar, wenn ich nichts produzieren kann. Wie soll das gehen? Treibstoff. Das wird nicht funktionieren, weil ich keine Ölraffinerie habe. Der alten neuen Welt und so. Kleiner Ölhafen. Dafür habe ich Treibstoff, ja. Und dann? Wozu brauche ich Treibstoff? Viele fürchteten, der Kaiser käme nach. Alle Traktoren, ja schön, aber ich hatte gar keine Traktoren. Ich habe zwar hier die Silos, aber sind ja keine Traktoren. Also insofern. Oh, da guck mal an. Siegemilch geht auch wieder ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Also Frischer Tee, wenn du möchtest. Im Schwebezug. 2 deaktiviert Du musst habe. nur noch den Vers schreiben. Ave Maria oder was? 5 brauche ich. So, dann noch mal ganz kurz hier hin. Das geht ja flotti Karotti. Jo, haben wir gerade gesehen hat, habe irgendwie plötzlich zu wenige normale Einwohner. Was ich ein bisschen verkackt habe. Warum auch immer. Wie könnte das bloß passieren? Polizeiwache. War doch hier oben nochmal eine hin. Zuverlässiger Berater kehrt zurück. Danke für die Blumen. Zeit aufzubrechen? Gut, ich folge Ihnen.
Ein bekanntes Gesicht sollte den König milde stimmen. Hier ist noch betont den König. Und verlassene Straßen könnte man auch mal bauen, sobald wir ein bisschen genug haben. Ich meine, es sieht jetzt momentan nicht schlecht aus, aber es könnte durchaus besser sein. Warte mal, die Chroniken, bin mal gespannt. Was bauen wir in der alten... Wollt ihr mal verarschen? Holz aus der alten Welt. Okay, das wird das kleines Problem sein, das zu holen, aber trotzdem. Also brauche ich eigentlich, wenn man ganz ehrlich sind, aus der alten Welt brauche ich Brillen. Und Holz. Für den eigenen Dingen geht es natürlich nicht, wa? Dann die Papiermühle, Flussgrundstücke fort. Oh nee, der Quatsch schon wieder. Nein. Ich habe doch schon so wenige. Eine können wir machen. Eine einzige habe ich hier noch. Geil. Gut. Das wird funktionieren. Indigo-Farm brauche ich sicher noch eine. Vielleicht sogar zwei. Buchmalerei. Ne, da wäre 1:1. Wobei eine Papiermühle würde 4-mal so viel Papier bringen, wie ich eigentlich bräuchte für die Buchmalerei. Egal. Habe ich halt ein bisschen zu viel und so, da passt schon. Jo, das wäre soweit so illuminierte Schrift, das würde funktionieren. Laternen, das wird dann noch hässlich. Na egal. Moment. Du bist ja hier. Ah, Geleitschutz. Okay. Flugroute ist eingezeichnet. Soll das bitte mal Rocky machen? Wo ist eigentlich der? Offenbar haben aktuelle Ereignisse Angereb bewegt zu verhandeln. Ich gehe besser nicht selbst hin. Nehmen Sie diese Friedensfahne und reden Sie mit ihnen. Wachdienst eingerichtet. Okay. Dann haben wir den noch da oben. Aus irgendeinem Grund habe ich den hier positioniert, warum auch immer. Ich gehe mal zurück. Kann man bauen. Gut, dann die Eiskrone. Die Prinzen nicht noch mehr zu reizen. Oh, kein Problem, die greifen sowieso nicht an, wenn ich mit dem Zeppelin unterwegs bin. Könnte eher ein bisschen schwierig werden, so ein Schiff anzugreifen. So. So, hier sieht es eigentlich soweit gut aus. Ja, Tee können ein bisschen mehr sein. Für die muss er nochmal ran. Also dritte Stufe plötzlich, aber gar nicht gemerkt. Sieht immer noch geil aus. Apropos geil. Das sieht auch geil aus. Damit erwerben Sie auch große... Also mit dem Luftschiff. Hallo, ich bin da, wer noch? Ich glaube, was jetzt noch das Luftschiff 1 sollte ich wirklich zwischen MB und der alten Welt eine Handelsroute eröffnen. Zumindest fürs Holz. Das kriegen wir schon mal hin und glaube, in die Brillen werden wir auch noch irgendwie hinkriegen. Ich glaube sowieso nicht so viele Brillen brauchen, ganz ehrlich. Jetzt gehen wir die Ziegen noch ein bisschen zu schnell runter. Ketema schickt also einen Lakaien? Umsichtig und voraussehbar. Nun gut, willkommen in Angereb, Fremder. Du willst unser Vertrauen? Dann verdiene es dir. Zeige uns, dass du in der Lage bist, unser Land und unser Volk zu verstehen. Okay. Wir mögen eine kleine Nation sein, aber hier gibt es Pracht und Schönheit in Hülle und Fülle. Das glaube ich gerne. Vorsicht vor der alten Ziege. Rock ist auch da. Wachdienst eingerichtet.
Rocky, hallo? Rocky! Die morgendlichen Winde nehmen zu. Sehr unheilvoll. Naja, könnte schlimmer sein. So. Das kriegen wir sicher hin. Dann würde ich sagen, in dieser Folge, wir haben schon viel geschafft, wenn wir ganz kurz hier noch ein bisschen gucken. Es ist mir eine Ehre, dich umherführen zu dürfen. Folge mir und ich werde dich den Kesar zeigen, das Zentrum von Wahadesha. Im Unterteil des Kesars befindet sich die Stelle für das Avut. Als die meisten Tiere der Dürre und der Hitze zum Opfer gefallen, die Stelle schon seit langer Zeit verlassen. Ja, schade. Unser Land liegt still. Es ist leblos da. Unter der trockenen Erde wartet das Leben. Was Steinkrieglich oder irgendwie? Bin ich nicht ganz so sicher. Fragen Sie nach Eyashu, der Hirte, der sich um das Avut kümmert. Einzig gab es hier einen geschäftigen Markt, wo Eyasu über zahllose Herden wachte, doch geblieben ist nur der Lärm von müßigen Seeleuten und Hafenarbeitern, die die unteren Viertel des Kesars bevölkern. Oberhalb des unteren Kesars befand sich einst das Dorf. Vieles davon ist heute baufällig und verlassen. Die wenigen auf Wahadesha verbliebenen Kinder spielen hier gerne im Schatten eifrig in Sand und Dreck. Dreck, Mann, Dreck, Dreck. Ja. Wir fragen Sie folgende Person zu einem Mauern. Abul, der Aufseher. Abul. So mutig und so viele Leben gerettet. Wo hat's gebrannt? Lange Zeit haben wir diese Mauern errichtet, um mit mächtigen Toren versehen, den Kesar von vielen gefährlichen Tieren zu schützen, welche die ältesten Rekie nennen. Aber selbst sie sind von der Insel geflohen, als Totenstaub hier Einzug hielten. Was? Ganz oben vom Kesar. Ganz oben? Achso, da. Das Haus der Geschlechter. Jahrtausendlang herrscht das Haus von Hatiyar von hier aus über Wahadesha. Die letzten dieses Geschlechts leben noch hier in der Obhut ihrer ehrwürdigen Matriarchin Yara. Yara. Fragen Sie nach Matriarchin Yara, der letzten aus dem Geschlecht der Gouverneure. Seine Autorität hat es längst verloren, alle wenden sich in den meisten Angelegenheiten unser Oberhaupt. Doch die alten Yara genießt großen Respekt und sie hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis, besser als das eines Abu. Was ist ein Abu? Abu bedeutet Elefant. Es ist eine Schande, dass die junge Generation unserer Sprache, die Mihar, immer mehr verlernt, zumal die Ältesten, vor allem Yara, nur sehr wenig Mbesianisch sprechen. Job, ist halt der Wandel der Zeit. Was willst du machen? Okay, wir langsam Nacht, dachte schon, ne? Jetzt wird es jetzt dunkel. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sir Archibald reicht vollkommen. Ihr Kaiser erwartet mich bereits. Mein Name ist Biniam, Sir Blake. Gesandter seiner kaiserlichen Majestät. Beauftragt, ihn in dieser heiklen Angelegenheit zu beraten. Wahadesha erstreckt sich von hier in alle Richtungen. Das Land, die Geschichte. Stelle deine Fragen, Shema, und ich werde antworten. Er hat andere Sorgen. Nun wollen wir uns anhören, was Sir Blake nach Enbesa führt. Kommen Sie. Ihre Anwesenheit wird eine Bereicherung sein. Die Frage ist bloß für wen? Wenn ich mal das ganz vorsichtig formulieren darf, weil ich habe da so meine Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee ist. Der Scheibenkleister. Zwischen dem verhandeln, das wird toll werden. Ja gut, Freunde, nächste Folge eventuell schon noch hier ein bisschen optimieren. Ziegelmilch eher weniger, das läuft glaube ich ganz gut. Gewänder, eventuell.
Stagniert ein wenig. Trockenfleisch, Hibiskus-Tee. Aber alle Fälle natürlich nur, wenn ich hier sowieso ausbauen würde. Was glaube ich gar nicht mal so eine schlechte Idee wäre. Hier ein bisschen weit nach oben und so. Nicht wahr, nicht wahr? Und ja, ansonsten, wie gesagt, läuft es soweit gut. Sind soweit auch wieder alle zufrieden. Klar, sie haben keine Turmpfeifen, ist momentan ein bisschen schwierig. Brillen können bald unterwegs sein. Da bin ich noch am Gucken mit dem Meeresfrüchte-Eintopf. Die Chroniken kriegen sie, auch wenn ich da halt aus der alten Welt rüberschippern sollte. Jetzt sind wir bald schon beim Kloster angelangt. Ja, gut, und dann Laternen. Ich habe das Gefühl, Laternen, dass ich dafür aus dem Norden was bringen müsste. Und dann hätte ich langsam sicher nicht mehr so Bock drauf, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Aber hey, alles kann, nichts muss. Genauso wie hier oben mit den ganzen Konturen, hast du nicht gesehen, was ich noch alles ein bisschen machen können, habe ich eigentlich ein bisschen Tiff und Lager. Leinsamen, nee, auch nicht. Nee, dann nur so wegen den Silos hier. Das, was reserviert ist, also eben viel habe ich hier nicht an. Hier, Tiff. Viel habe ich nicht an Lager, aber offenbar reicht es momentan noch. Auf alle Fälle, Produktion und so sind hier durchaus interessant. Kann man nicht anders sagen. Ja, und wie es halt hier abläuft mit den Prinzen von Agireb, dem Besa und was dann noch alles passieren wird. Da haben wir noch einiges zu tun. Oder eben hier noch ausfragen und hier erkunden und hier noch alles nachlesen. Ja, der Ort hier hat es durchaus in sich, Freunde. Durchaus hat das in sich, so. Nächsten Part vielleicht sogar schon die Insel übernehmen, das könnte sein. Was es für unsere Beziehung bedeutet zu unseren Kumpels, das will ich mir lieber nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, es wird eher ein bisschen schlecht aussehen. Beleidigen nahezu. Nahezu sich beleidigen. Kann sie mal ein bisschen beleidigen. Einschweichen, leicht erhöht. Gib es einfach her. Jo. Dem in Kriegszustand, der ist sowieso ein anderes Thema. Beleidigen, sehr wahrscheinlich. Das will ich mal sehen, wie man ihn beleidigt, dann aber irgendwie nichts passiert. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja, hast du gleich eine Hackfresse. So, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück in den Biss. Ja, was großartig zeigen soll zum Schluss. Oh, das ist eine Insel. Entschuldigung. Menschen lassen sie hochleben. Nicht nur seine Straßen, sondern seine Insel. Was? Ernsthaft hier? Sie sind glücklich, Freunde. Straßenfest, ja, Mann. Noch in letzter Folge wollen sie mir in den Kragen gehen. Nee, jetzt sind sie zufrieden. Der neue. Doch, heiliges Fest. Zufriedenheit plus 30. Geil, Mann. Ja, Freunde, it's Partytime. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Keramiken, oh, lololo. Feier den, preise den. Nee, feier den einfach nur. Egal. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Januar 1800 im Land der Löwen. Bye, bye.